Hallo Leifjecke, heute ist Mittwoch, der 13. Februar und jetzt kommen die News. Ja Leifjecke, da sind wir wieder von der Kölscher News und jetzt fangen wir direkt an mit dem ersten Thema, Mafia. Der Pate von Köln soll 30 Millionen Steuern hinterzogen haben. Was muss ich dann da wieder lesen? Mega-Razzia. 400 Polypen in Köln und im Ruhrgebiet haben 11 Sizilianer Ruhe genommen. Das ist eben eine ganz schöne Leistung. Da können wir zu Recht stolz auf den Schmier sind. Wenn die mit 400 Schaften 11 kleine Italiener festnehmen können, bravo! Wegen im Text muss ich dann noch erfahren, dass der Pate am ersten Bildungsweg zunächst scharf gehört hat, um dann 1990 nach Deutschland zu kommen. Da könnte man sich jetzt die Frage stellen, warum ausgerechnet 1990 und dann auch noch nach Deutschland. So habe ich dann ein bisschen überladen und dann ist es mir klar geworden. 1990 sind wir doch in Italien Weltmeister geworden. Seit dem Tag wurde dem Gabriele S. klar, dass sich bei uns vielleicht Geld verdienen lassen lässt. Mit seiner Licata Connection hätte er eine steile Karriere hingelegt und war im Bau, Drogen und vor allen Dingen auch im Führerscheingewerbe tätig. Ja, ihr habt richtig gehört, der Pate wird verdächtig, gefälschte italienische Führerschein verkauft sein. Alles in allem geht es um eine Summe von 30 Millionen Euro. Steuerhinterziehung. Und das merkt man natürlich nicht. Ins Lure, wie das mit dem Pate Wiggerlöw. Ja, Leifjecke, kommen wir mal zum nächsten Thema. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Tja, zumindest was die normale Menschen unter uns anbelangt. Doch es gibt auch noch ein ganz kleines Grüppchen von Schwartköpfen, die jedes Jahr am Aschermittwoch so richtig russische Russland und die Konkurrenzpolitiker so richtig fertig machen. Und dabei tun die sich ja alle nicht viel. Ob das eine Steinbrück ist, eine Seehofer oder auch eine Brüderle. Jeder hat doch seine Rolle in dem Kasperle-Theater. Unantastbar, ganz boven, da ist es Angie. Das ist immer nur am Wöhle, am Hin- und Herflehe, die Souveränität an sich. Einer, der ja nichts sage, wo man aber trotzdem schmunzeln muss, ist ja der Röslers Fipsi. Nur wenn der dann jetzt sät, dann wird es richtig schlimm. Naja, alles in allem haben die Politiker es richtig gut. Die haben das ganze Jahr fast erlaubt, auch wenn der Jürze nicht in Berlin nicht so schön ist wie in Köln. Ja, Leifjecke, kommen wir mal zum nächsten Thema. Der FC feiert 65-jährige Geburtstag. Tja, was soll ich dazu sagen? Unser aller Lieblingsverein, der FC, hat heute Geburtstag. Dazu gratulieren wir dem Club natürlich gern. Was waren das für Ziggel? 62, 64 und 78 sind wir Meister geworden. 68, 77, 78 und 83 haben wir den Pokal geholt. Leider habe ich von den ganzen Triumphe kaum nicht mitbekommen. Ich werde aber nie vergessen, wie als kleiner Fetz mit meinem Vater das erste Mal im Müngersdorfer Stadion war. Und was da los war, wenn sich der Schuhmachers Tünn Richtung Südkurve gedreht hat. So jetzt blieb einfach hängen. Leider hätte sich dem ersten Abstich nicht immer gut gegangen. 91 musste man das erste Mal in der zweiten Liga. Sich dem sind wir leider 5 Mal in 15 Jahren abgestehen. Das riecht verdächtig nach Rekord. Immerhin. Ich will jetzt ja nicht damit anfangen, darüber zu schwadronieren, was das für eine Vereinspolitik war und was da für Pflegefälle an Spieler gekauft worden sind. Na doch, komm, 1, 2, ganz kurz. Hey, der Aushilfsportugiese, der Maniche. Also so eine Karnevalskamelle habe ich selten erlebt. So unter dem Motto, wenn man durch spielerische Leistung nicht glänzen kann, dann wenigstens mit dem Lamborghini polarisieren. All die Figuren, der Kninkstall der Hasenhütte,
Oder hey, der Dollbergs Christian, herrlich. Schön, dass wir da höchst drüber lachen können. Und weil wir Kölsche auch immer positiv denken, können wir uns so immerhin auf den nächsten Aufstiegsparty freuen. Ja, Löfjecke, kommen wir mal zu unserer beliebten Rubrik Was geschah? Der 13. Februar. Der FC hat Geburtstag, das hatten wir ja hat. Aber jetzt kommen die Fakten. 48. Vereine Kölner BC und Köln-Sülz 07 fusionieren zum 1. FC Köln. 1959. Die erste Barbie-Puppe wird in Amerika verkauft. 1970. Die Gruppe Black Sabbath kütt in der Plattenläden und damit auch der Beginn des Heavy Metal. 1969. Die erste Herztransplantation in München. Das Ergebnis von Wormau, weil der Patient 23 Stunden danach tot war. Das Spendeherz war fürgeschädigt. 1996, Take That. Ich als der Brüder von dem Dat bekannt. Jon in Knies auseinander. Was das damals für ein Drama war. 2007, für all die Jähren auf der Schiene unterwegs sind. TGW stellt mit 553 km der Stunde einen neuen Geschwindigkeitsrekord ab. Tja, das war es erstmal. Dann noch Geburtstage, wem können wir gratulieren, außer dem FC an Personen noch. Ja, 1950, Peter Gabriel, Musiker, kennt ihr alle. 1960, Pierluigi Collina, Schiedsrichter, der mit der Plaid. 1974, Robbie Williams, wer kennt ihn nicht? An dem Tag hätte er sich auch von Take That getrennt, wie wir evans gehört haben. Naja, schwamm drüber. Jetzt schauen wir uns, ob die Wetterfee da ist, ob Sonne gut oder nicht. Ja, noch jetzt, Vera und Uli, vielen Dank für die schöne Krawatte. Ich grüße euch ganz herzlich Richtung Neuseeland. Schönen Urlaub und bis die Tag. Und jetzt machen wir wieder mit der Wetterfee. Lieb Lückchen, kommen wir mal zum Wetter. Wenn ihr noch draußen luert, könnt ihr es erkennen. Es ist fies, bedeckt und die Sonne hat sich immer noch Jod verstochen. Dazu ist es fies, kalt und ungemütlich. Ideal ist es eigentlich nur, zu Hus auf der warmen Couch zu sitzen, den Kamin anzuknipsen und ein lecker Teechen zu trinken. Das Ganze spielt sich dann bei Außentemperaturen von ca. 0,6 Grad ab. Der Wind könnte mit genau 10,8 km/h aus nordöstlicher Richtung das Möd genau da sind. So, bevor ich mich hier Möd schwade, werde ich sagen, Drick für Hück. Die Dach werde ich ins ordentlich für Sonnensäue, versprochen. Macht Idiot und nicht zu kurz. Tschüss zusammen.